Moin, moin. Es geht, Leute. Wir starten heute den Tag ein bisschen später, weil meine Frau muss zum Arzt, also die ist schon unterwegs. Wie immer erstmal Frühstück für die Kids. Ja, wir müssen auf jeden Fall wieder Sport machen. Also wir sind jetzt schon 2 Tage dabei gewesen. Das ist so ähnlich wie die Daily Vlogs, darf man nicht aufhören. Wenn ich einen Tag Pause mache, dann verliere ich die Motivation irgendwie. Schön auf dem Laufband geschwitzt und jetzt können wir in dem GL schwitzen. Für die den Vlog verpasst haben, wir haben keine Klimaanlage in dem Wagen. Hier haben wir einen Platten in dem Wagen und das ist das Auto, was wir jetzt nehmen, um zum Strip zu fahren, und da ist die Klimaanlage kaputt. Scheiße, ich habe Mushroom-Kaffee vergessen. Der liebt sein Bier so sehr, dass er das als Kennzeichen genommen hat, Leute. Das erinnert mich an früher. In meinem Ford hatte ich, mein Kennzeichen war Kölsch. Das da ist, wo der Zug anhält, Leute. Zeige ich immer wieder mal. Dieser blaue Aria-Zug. Der fährt hier vom Aria los bis zum Bellagio und macht zwischendurch nochmal in diesem Crystal Shops Stopp, wo man halt so Markenware einkaufen kann. OG-Fans von den Vlogs kennen das. Weil früher, da gab es kein Auto, nichts. Da musste ich immer zu Fuß überall hin. Vom Mandalay Bay bis zum Aria, Planet Hollywood, alles immer zu Fuß. Und zwischendurch haben wir auch die Scramble. Montag und Dienstag hatten wir noch gute Action, heute ist Mittwoch. Heute ist tote Hose, Leute. Nicht so viel los. Bis jetzt noch nicht viel passiert, Leute. Einmal als König gehabt. Preflop Open Race kriegt 5 Caller. Und Flop kommt Bube hoch. Wir checken alle, Button bettet $25. Klein, ziemlich klein. Small Blind Call, ich call, noch einer callt. Turn kommt ein Ass, aber in Diamonds, also liegen da jetzt 3 Diamonds, Karo. Ich check Call, weil ich König in Diamonds habe. Aber ich war mir schon da sicher, dass ich eigentlich schon hinten bin. Also ich muss schon meinen Flush treffen, damit ich die Hand gewinne. Mein Ass ist nicht gut genug. Und ja, verpasste River, Jack Folde und er dreht sogar rum. Er hat Dame 10 in Karo gehabt. Also bis jetzt immer $200 down. Also ich habe ein paar Fische am Tisch und ein paar Regulars. Ist ein Mix von allem. Laufen zwar nur 2 Tische, aber die sehen beide gut aus. Kiwi recharge with protein. Anything else? Thank you. Schmeckt ziemlich geil, Leute. Kiwi Recharge. Irgendwelche Kiwi und Ananas und irgendwelche andere Sachen und ein bisschen Protein. Es geht, Leute. Session im Aria mit einem Minus von $879, glaube ich. $879 und wir haben 7 Stunden und 15 Minuten gespielt. Heute mal wieder so ein Tag, wo gar nichts so viel. Ich habe einfach jeden Flop verpasst und wenn ich mal ein Paar gemacht habe oder so, war das Bottom Pair oder Mid Pair und musste dann Turn aufgeben oder so. Die Hände haben einfach nicht gehalten, konnte nicht viel machen. Ich war aber auch nicht so motiviert heute, muss ich sagen. Also spielerisch, also von den Karten her, ging halt nicht viel, aber ich habe auch keine Spots oder so gefunden, wo ich mal ein bisschen bluffen könnte und irgendwie aktiver spielen könnte und so. Ich fand overall war die Session ziemlich passiv gespielt von mir. Da wartet schon jemand. Aber die wissen ja nicht, dass ich keine Klimaanlage habe, also musst du warten, Bruder. Bis jetzt haben wir für den Monat
Im Oktober nur 11 Stunden gespielt und sind $93 minus. Erstmal eine schöne Plus-Session gehabt, also der erste fing ziemlich gut an und jetzt haben wir doch mehr verloren, als wir gestern gewonnen haben. Wir haben im Moment so einen kleinen Break-Even-Stretch, so letzten 4-5 Sessions würde ich so sagen, immer wieder 1000er gewinnen, 1000er verlieren, das geht die ganze Zeit so hin und her, ist manchmal so. Ich kann euch mal vielleicht den Graphen zeigen und ich würde das dann ab dem 1. Juni, also es ist so, seitdem ich wieder zurück bin an den Pokertischen. Ja, hier ist der Graph seit dem 1. Juni, wie der bis jetzt aussieht. Und zwischendurch gibt es dann immer so Break-Even-Stretches und dann schießt es dann immer wieder nach oben. Im Moment sind wir aber $90 down für einen Monat, also $93 oder so. Und wir haben knapp 11 Stunden gespielt bis jetzt. Also ist noch alles drin, Leute. Leute, habt den Rollercoaster hier gerade verpasst zum New York. Hier gibt es so eine kleine Achterbahn am Casino. Zeige ich euch beim nächsten Mal hoffentlich. Wie ihr sehen könnt, Leute, ist schon dunkel und wir haben eine relativ lange Session gespielt heute. Also für mich geht es ab nach Hause, bisschen relaxen, ein bisschen mit den Kids spielen, Vlog schneiden und dann geht es morgen schon direkt weiter, Leute. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Liken, Kommentieren und nicht vergessen, abonnieren. Ich muss brüllen, weil die Fenster sind offen und es ist heiß.